Eigentlich sollte die Veröffentlichung der neuen Firmware 9.00 für die PlayStation 4 ein Grund zur Freude sein. Schließlich stellte Sony neben neuen Features auch eine stärkere Vernetzung mit der PS5 in Aussicht. Doch wie in diversen Foren, auf Social-Media-Plattformen und in einem Subreddit zu lesen ist, bereitet das neue Update zahlreichen PS4-Benutzern massive Probleme. Im schlimmsten Fall kann die Konsole offenbar sogar zerstört werden. So berichten viele Nutzer, dass sie das Update nicht komplett herunterladen können. Der Download startet dann immer wieder erneut und man sei in einer Schleife gefangen. Bei anderen Betroffenen habe zwar der Download und die Installation funktioniert, doch im Anschluss tauchten verschiedene Probleme auf. Einige PS4-Benutzer können laut eigenen Angaben diverse Apps nicht mehr öffnen oder verlieren den Zugriff auf den PlayStation Store. Bei anderen wirkt sich die Firmware 9.00 wiederum negativ auf die Performance der Konsole aus. Aufgrund von Framerate-Problemen laufen die PlayStation 4 deutlich langsamer. Zu den weiteren genannten Problemen zählen Verbindungsfehler mit den Wireless-Controllern oder fehlerhafte Screen-Anzeigen. So, grüß dich zurück. Das, was du jetzt gerade gesehen hast, war gestern am 17.09. in einer österreichischen Tageszeitung. Gut gemacht, Sony. Kannst du jetzt mal ein Update bringen, was nicht irgendwer Konsolen hinmacht? Ist wurscht. Hat denen mal abgesehen. Ich habe jetzt auf meiner Festplatte noch gespeichert, 2,5 Stunden, zum Glück vorproduziert. Ich werde jetzt noch ein bisschen warten mit dem Aufnehmen und sobald sich was ergibt, werde ich euch wieder zusätzlich zu einer weiteren Episode wieder was anschneiden, damit es am Stand seid von den ganzen Debakel rund um dieses Update. Ach, wie ich Updates liebe. Und wir werden uns jetzt noch mit dieser heutigen Episode knapp 3 Stunden verköstigen und werden einfach normal weitermachen. Ich hoffe, dass Sony bald eine Lösung dafür hat und das Problem in Angriff nimmt. Denn irgendwie darf ich schon gerne weiterspielen. Es ist so. Die Konsole hängt bei mir derzeit nicht am Internet und ist ausgeschaltet. Das ist mein großes Glück, was ich momentan habe. Und wir werden uns jetzt einfach in die nächste Episode begeben. Und das war halt einfach nur kurze Info. Falls du das siehst, pass auf bei der PS4. Bis zum nächsten Mal. Baba. So, da, jetzt zurück bei No Man's Sky. Wir sind jetzt wieder da, wo wir aufgehört haben. Ich bin nur einmal kurz zurück ins Schiffsal zum Speichern. Wiederherstellungspunkt gespeichert. Sehr schön. Und ich hätte gesagt, wir suchen uns jetzt einmal eine Raumstation, genau, dass wir mal ein bisschen an Quagel verkaufen können. Genau. Weil mit die Arbeit, die wir uns so rekrutieren müssen, fürs Bauen und Wohnen etc., da brauchen wir noch, da müssen wir noch ein bisschen ein Dings herrichten, ein bisschen ein Gebäude, ein bisschen was bauen, ein bisschen was dort machen, ein bisschen was da, ein bisschen was dort und da und dort und da. Und das dauert halt alles noch seit Zeit. Also Stress darf's bei mir keinen haben. Nö. Und wenn du einen Stress hast, dann musst du aber einen anderen suchen, der ein bisschen schneller spielt wie ich. Ja. Passt, jetzt habe ich dir das auch erledigt und gesagt. Ich bin nicht der große Herumargumentierer, absolut nicht, gell? Ich sag's kurz und schmerzlos und ja, fertig. So. Und ich weiß, dass ich mich jünger angucke, als was ich bin. Das weiß ich schon, ne? Mal kurz. Ah. Wir gleiten nochmal drüber, als das schön.
Weil unten auf dem Schiffsboden ist nämlich Gleitgel, drum gleitet man so schön dahin, weißt? Jo, eine Schicht voll Gleitgel. So, das Schiffsinventar ist nämlich voll. Wirklich voll. Weil ich bin fasziniert. Ich bin fasziniert von dieser Schönheit. Und selbst tagsüber, dieser rote Boden, gell? Und dann diese bunten Pflanzen, was da so ins Leichten anfangen, es ist wunderschön eigentlich. Mal die Umgebung scannen. Ja, vielleicht brauchen wir ja gar nicht. Vielleicht ist dort ein Handel oder Lager oder sonst irgendein Schatz. Schauen wir mal. Und wenn du das nicht unbedingt über eine Quest kriegst, die Absturzstellen. Also von den Absturzstellen habe ich, glaube ich, in die 25 Stunden genau 3 oder 4 gefunden. Und wenn, dann waren das alles Schiffe. Da hätte ich weitere 30 Stunden gebraucht, bis ich die gehabt hätte. Also, mal schauen, was wir mit den Absturzstellen machen, das weiß ich noch nicht. Das ist mir alles ein bisschen zu... Lebendige Weite von Janosse, ja super. Ist eigentlich ein hübscher Name. Gefällt mir. Ja. Wir brauchen dringendst... Schau, das ist das Schiffsinventar, das ist bis oben hin voll. Mal schauen. Noch kann ich Platz ja handicappen oder managen. Ja, managen, sagt man das so? Keine Ahnung. Noch kann ich ja managen. Aber irgendwann einmal wird der Zeitpunkt kommen, wo du keinen Platz mehr hast. Wo du dann immer mehr Sachen findest und immer mehr Sachen und immer mehr und immer mehr und immer mehr und dann hast du keinen Platz mehr. Und dann kannst du ins Aussortieren anfangen, was brauche ich jetzt und was brauche ich nicht. Darum wäre es schön, würden wir Dings finden. Metallfinger. Aber die sind so öllendick, selten. Da musst du schon richtig, da musst du die Zeit wirklich nehmen und am Planeten so abfliegen. Weil siehst du, diese ganzen, ich nenne sie so liebevoll Brokkoli, die geben mir nichts her. Was ist da über den Berghang? Ja. Bei der kriegen wir nichts, da brauchen wir in Anzug bzw. den Handschuh, den verbesserten, damit wir uns ja die Griffel verbrennen, das ist sehr logisch. Wurscht, wir werden es jetzt so machen. Ich suche mir jetzt da mal einen Platz, ich werde da jetzt mal landen. Wir werden einmal drüber scannen, ob wir irgendwo diese komischen Metallfinger finden. Ich weiß, diese Technologiemodule, die gehen wir später an. Die sind jetzt nicht höchste Priorität. Da ist ein Fisch! Süße große Augen. In die kannst du ja gerade verlieben, Anna. Nö. Da ist einmal nix. Okay, und was haben wir daraus gelernt? Nur weil irgendwo was sein sollte, was nicht ist auch immer nichts. So. Gut, ab in die Ferne des Alls und sich eine Raumstation suchen. Mhm.
stellt sich halt nur die große Frage, wo ist die Raumstation da in diesem Gewirr aus Planeten, Sternen und Sonden, Sonnen und Monden. Das ist der paradiesische Planet. Aber warte mal. Ich glaube, die Raumstation ist da hinter dem Planeten. Ätzender Planet, okay. Was bist du? Ich glaube, das ist die Raumstation. Wir fliegen sie mal an. Jo, das ist die Raumstation. Schön. Mei, aber wisst ihr, was mir gerade gefällt, da an dem Sonnensystem, da an dem System? Es ist so ruhig. Man gut, es wird mit der Zeit voller. Braucht man gar nicht reden. Siehst du das? Wir müssen schon verkaufen. So, wo bist du jetzt da? Willkommen an Bord, Schlitterplattform. Schön. Da können wir dann später unser Outfit verwenden, verändern. Da haben wir Anzug-Upgrade, das werden wir gleich machen. Kostet 5000, machen wir. Sehr gut. Hallo. Exo-Anzug, du bist Exo-Fahrzeugforschung. Du bist Raumschiffverforschung. Multiwerkzeug. Vergleichen. Leck mich. Genau, ich glaube da drinnen. Genau, da drin hucken dann die 3 Haberer, die wir brauchen. Oder 2 davon. Und der hat ganz interessante Sachen für uns. Holla die Waldfett, das ist geil. Da findest du dann, da gibt's ja diese komischen Raumschiffe, die da draußen im All umsumpern und eigentlich im Prinzip tot sind. Du gehst da rein, musst dort alles vorbereiten soweit, weil wenn du dort drauf gehst, hast du alles verloren. Ist aber geil, ist wirklich geil gemacht. Und all den Loot, den du findest, der gehört dir. Ich finde diese Gags so putzig. Also sporadisch putzige Hosenscheißer, gell? Händler Potumisa. Also, auf gut Deutsch gesagt, dein Pot war mies, was du gekracht hast letzte Nacht. Ja, das sag ich auch immer. Da kannst du auf nichts mehr verlassen, das ist verkaufen. Raumschiffinventar. Das Uran gehalten wir uns, das gehalten wir uns. Wir werden einmal das Gold verkaufen. Tritium gehalten wir uns. Das Silber werden wir auch nochmal verkaufen. Die
Bärenmäher verkaufen, die Knollen verkaufen wir. Das lassen wir. Die Relikte da verkaufen wir. Die geborgenen Daten, die halten wir uns noch ein bisschen. Die Eiweißperle da mal weg. Und die Sternenknolle da mal dabei weg. Ist ja wurscht, brauchen wir dabei eh nicht. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Dann gibt's einen Quantencomputer, also einen Quantensprungbeschleuniger, sag ich mal. Nicht unbedingt. Okay. Verpasst. So, und bevor das weiter ein Scheiß redet, gehen wir da nochmal einer. Uran halten wir uns, das können wir eh brauchen. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Kohle auf der Konter. Gell? Jetzt haben wir da wieder ein bisschen zusammenrahmen. So. Sehr gut. Uran. Auch gut. Jawohl. Impulsbohnen. Was hast du? Die halten wir uns noch ein bisschen. Später einmal gehen wir da die ganzen Dings durch. Da werden wir uns ein bisschen durchquasseln und ein bisschen durchkäbeln und ein bisschen durchreden. Schreckt mir mit den Reisemeilensteinen so mit erschrocken. Geschäftstüchtig. Oh, Baby. Holla die Waldfee. Gut. Ich hätte gesagt, wir suchen uns jetzt ein Stückchen Heimat, wo wir uns wohlfühlen, gell? Das ist der paradiesische Planet. Was ist da hinten? Unentdeckt. Brutaler Planet. Haben sie jetzt da die Dings ausgepatcht? Die Roboter, die Wächter? Nein. Haben wir vorhin gesehen. Naja. Also die Wege, was du da zurücklegst in den Spiel, die sind gigantisch. Ich hätte ein paar so Weltraumsimulationen, so wie ich glaube X3 oder so. Aber in das müsste ich mich einfuchsen. Das müsste ich erst lernen. Oder dieses Everspace, das erste. Hab ich auch daheim. Da müsste ich... Ich weiß halt nicht einmal, wo ich die Zeit hernehmen soll. Kupfer, Pyrit und Salz. Okay. Boah. Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, von der Farbgebung her gefällt mir der auch. Ich lande da jetzt einfach einmal ganz frecherweise. Dann steigen wir kurz aus, ansonsten reisen wir wieder zurück zu unserem paradiesischen Planeten. Was ist das? Ferritstaub und Basalt. Okay. Und da gibt's ja zig davon.
Aber wir nehmen das Wasserstoff da ein bisschen mit, gell? Genau, aus dem Kristallfragment kriegst du ja irgendwas außer was ich weiß. Müssen wir nochmal schauen. Kohlenstoff, Wasserstoff, genau. Ferritstaub und Kohlenstoff, immer gut. Den wir auch brauchen. Sehr geil. Wir nehmen jetzt mit Sauerstoff, Sauerstoff. Das können wir analysieren. Offen und ehrlich gesagt, solche Quellen nehme ich immer gern mit. Du brauchst nicht viel Ressourcen dabei, du machst ein paar Klick auf den Controller und du hast so viel, dass du für Zeit rauskommst. Was noch was, schau. Ich glaube, den haben wir schon. Beschädigte Maschinerie und da war irgendwas. Anorganisches Objekt. Das sind auch wieder 200 für uns. Unterirdisches Relikt. Sehr geil, die bringen ein bisschen Kohle. Sehr gut. Alter, schaut euch das an. Das schaut voll geil aus. Also ein paar, wie sagt man so, optische Schmankerl hat er das Spiel mittlerweile schon gekriegt. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Da war irgendwo ein vergrabener Vorrat, aber wow. Wow. Pyrit, vergrabenes Technologiemodul, unbekanntes Gebäude. Das interessiert mich jetzt aber gerade mal nicht, weil wir noch genug von den Gebäuden aussteuern werden, das kannst du sicher sein. Ja gut. Gut, wir verschüssen uns in Richtung Paradies. Genau. Dort suchen wir uns ein schönes Plätzchen und werden einen Grundstein legen. Okay. Vergrabener Vorrat 280. Pyritansammlung, okay. Dieses kleine Pflänzle. Sehr gut, 500. Was haben wir da? Pyrit, Schmyrit. Sehr gut. Abflug. Okay, also, diesen Planeten merken wir uns auch. Okay. Nur, dass du gleich Bescheid weißt. Kyant. Unentdeckt. Ätzender Planet.
Magnetisiertes Ferrit, Ammoniak, Kupfer, Pilzschimmel. Das ist unserer. Ah, da sind wir gespawnt, genau. Da waren wir jetzt gerade auf einem brutalen Planeten. Wir wollen aber in unser Paradies. Da ist das Raumschiff. Okay, das habe ich übernasert und überzuckert. Und wir sagen uns jetzt auf Nuskulett 3 eine Heimat. Irgendwo werden wir schon Platz finden. Gell? Wir sind ja da eh flexibel. Mei. Entschuldigung, falls du jetzt da gerade mit Telekom im Hintergrund gehört hast, du bist jetzt gar nicht übernassert. Mein Wecker ist nämlich angegangen. Hihihi. Ich habe nämlich alle 2 Ohrhörer drinnen und jetzt habe ich es nicht gleich gehört. Okay, da hätten wir schon gerade Flächen. So, ja, weißt du was, wir suchen noch ein bisschen. Wir suchen noch etwas. Au! Warte mal. Ja, ja. Irgendwie gefällt mir das Holz. Jetzt ist der Planet so schön. Dann finde ich nichts, wo wir bauen können. Ah, vielleicht ist da hinten irgendwo ein bisschen. Weißt du was? Wir werden uns da. Da ist ein Gebäudchen. Warte, wir fliegen mal da weiter um mich. Da was ist da? Nix. Ich hätte mir so fast gedacht, dass da nichts ist. So ein schöner Planet und ich renn da amok. Danke, mein Schatz, dass du mich daran aufmerksam machst. Naja. Okay. Ich hätte gesagt, wir fliegen noch ein paar Meter und dann halt.
Da hätten wir eine schöne gerade Ebene. Ja. Und da werden wir uns jetzt was hinzaubern. Genau. Okay. Naja gut, da hätten wir zwar in der Mitte zwei so riesige Erdlöcher, aber das will uns ja nicht anhalten. Schifferl, du kommst daher. Genau. Wo stelle ich die hin? Weißt du was? Du kommst neben das Schiff, neben das Raumschiff, daher. Genau. Damit ich euch zwar immer dabei habe. Sehr gut. Chromatisches Metall. Wir brauchen Kupfer. Treibstoffvorrat, Kohlenstoff, zack, Brack. Kupfer. Objekte übertragen, wie viel brauchen wir denn? 30. So, jetzt da wir eh da ein bisschen mal dumm bauen und alles und das alles herrichten, wie wir es brauchen. Ich rauche jetzt da eine. Ja, warte dann noch ein bisschen. Machen wir mal 100 chromatische Metalle. Dass wir mal ein bisschen mehr haben im Vorrat, gell? Sehr gut. So, jetzt da. In den Exo-Anzug, genau. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Das, gell? Ich kupfe jetzt mal nur eine und speichere. So. Der Basiscomputer markiert den Ort zum Bauen. Rufe das Baumenü auf. Oh, das haben sie jetzt. Naja gut, die haben ja gleich alles überarbeitet. Das ist geil. Aber weißt du was? Wir werden den Basiscomputer so her dran. Wir werden den Basiscomputer jetzt so her dran, dass er einfach, was wir jetzt, wir werden es jetzt so bauen, dass das alles nebeneinander steht ein bisschen. Genau. Ja, bauen. Ah, ist das herrlich, oder? Unsere eigene Flächen, da können wir jetzt machen, was wir wollen. Ja, wir müssen dann eh anfangen, die Wissenschaftler und das alles rekrutieren und hin und her. Und dann müssen wir sowieso ausfliegen und hin und her und ja. Okay, Baby. Kailis Kolonie, das sucht sich geil aus. Sucht nach kartografischen Archiven, universelle Baubasis beanspruchen. Archive verfügbar. Zugriff auf Protokoll des ehemaligen Benutzers, Eintrag folgt, bla bla bla, Stürme fegen über, aber nur noch wenig Baumaterial, deponiere Unterschlupfpläne, Pläne extrahieren. Schön. Sag einmal, haben die Dings auch überarbeitet? Aber wieso ist es da unten so ein bisschen... Ach so, die haben wir das Menü auch komplett bearbeitet. Ihr kleinen, geilen Schweinchen, ihr. Ich sag's euch.
Warte mal, wo steht denn das jetzt alles? Genau. Eine Wetterwarnung. Das ist ja wetterwarnlichst. So, fangen wir mal klar an. So. Genau. Ich hätte gesagt, wir fangen mal klar an. Also was, wir machen da noch eine Reihe, schau her. Wir werden aber dann müssen anfangen mit Dings, Kohlenstoff sammeln. Ganz wichtig. Wir werden uns aber trotzdem während des Sturms in unseren Flieger verschüssen. Sehr geil, sehr geil. Super. Ja. Wir schauen uns mal kurz durch, was wir jetzt was haben. Das ist jetzt im Raumschiff drinnen, genau. Exo-Anzug, was haben wir denn da? Alter. Nur 23.000, auch nicht wenig. Keine freien Plätze im Schiffsinventar. Das können wir später machen, das können wir später machen. 9 Basalt. Was ist das? Aufladung. Ja, brauchen wir dabei nicht. Weg. Das Fetium brauchen wir momentan auch nicht. Wasserstoff, okay. Dann haben wir die Dioden oder Geode. Haben wir auch wieder einen Platz gewonnen. Paraffinum brauchen wir dabei nicht. Verzehren. Sehr gut, und das chromatische Metall haben wir da dazu. Voll geil. Okay. Das ist im Raumschiff alles herinnen. Ja. Da tut natürlich ein Quakel. Es ist wirklich ein Quakel. Konstruktionsbaupläne, okay, das Uran da gehalten wir uns. Der Fetium brauchen wir nicht. Also das D4 da wir dabei weg. Und D5 da wir dabei weg. Wenn wir oben rausfliegen, kriegen wir eh genug davon. Also das tut uns... Mei, das ist süß, Mausel. Ja. Und somit... Basisprotokoll. Okay. Zusätzliche Archive wiederhergestellt. Konstruktion größtenteils erfolgreich geborgene Daten aus nahegelegenen Plänen. Unterirdische Geräte hin. Beginnt Suche. Pläne extrahieren. Wer auch immer diese Protokolle aufgezeichnet hat, hatte offensichtlich gewissen Erfolg. Ich habe Zugriff auf seine Pläne und vielleicht kann ich aus seinen Anstrengungen lernen. Okay. Sehr gut. Das und vieles mehr werden wir dann in der nächsten Ausgabe machen. Da hätten wir schon mal den Anfang für was Großes. Dieser Planet gefällt mir. Ich hoffe, er gefällt dir auch. So. Zukünftig werden wir dann müssen mit dem Platz ein bisschen sparen. Weil unser kleiner Scheißer da, der hat nicht so viel Platz, das ist das Problem.
Okay. Also dann, ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt, hast ein bisschen genossen. Den Quagel, was ich da verzapf und trau und mach und tue. Bis zum nächsten Mal und lass dich nicht zu verärgern. Baba dabei.